Es wird spät in den Sinn. Hallo zusammen, schön habt ihr ein neues Video von mir eingeschaltet. Was ich jetzt machen will mit dem Video, ist euch zeigen, wie ich meinen Halter vom TÜV installiert habe. Es ist nicht die billigste Variante, muss ich sagen, aber die meisten Halter für TÜV, weißt, für die Navigation und so Sachen, sind meistens für die runde, wie heisst das? Loch. Der Lenker, für die runde Lenker. Die meisten von den Halter sind für runde Lenker, also die Supermotard-Lenker sind. Kann das sein? Wo wie ein Rohr sind, ja, Lenker, wo wie ein Rohr sind. Und zum Beispiel mein TÜV oder der TÜV hat eben den Lenker, der flach ist. Darum habe ich diese Variante gefunden, den Kabel. Der Kabel geht von der Batterie zu einem USB-Port und von dort kannst du die Scheisshaare mit dem Ladegerät. Also wir haben zum Beispiel ein iPhone. Eben, wie gesagt, es kann jeder Ladegerät sein für das Nadel. Das geht nachher beim USB. Da ist die Batterie, Kabel, Ladegerätkabel. Und nachher beim Lenkrad kommt das Teil da. Das ist eigentlich ein Navigationshaltersystem für das Auto. Das geht an einem Spiegel, aber das kann man am TÜV aufbauen. Darum, das ist eigentlich die Variante, die ich habe. Es ist die am besten geht. Die zwei Sachen sind vom Mediamarkt, Cellularline. Das kostet 55 Franken mit 45 Rappen. Und nachher die Kabel habe ich vom Küeng. Kuenz? Nein, das steht Küeng. Ah, Küng. 44 Stutz. Gut. Das da hat meine Haare. Die Batterie ist da eigentlich. Vorne noch eine, ja. Hey, leck die Batterie. Oh, ich habe vergessen, wie sie. Okay. Hätten wir das? Okay. Der erste Teil ist raus. Holy fuck. Okay, aber die Batterie ist nicht. Okay, da haben wir die Batterie. Muss das jetzt auch alles weg? Gut. Wir haben die Batterie. Wir haben sie gefunden. Gut, wie gesagt, das Teil geht mit der Batterie zum Nadel. Das ist fürs Nadel, das ist das USB-Stecker. Schwarz ist negativ, rot ist positiv. Der schwarze würde da gehen, würde man da einstecken, wenn es da geht. Und das rote würde man da mit dem da einstecken. Also, Batterie rein. Anstatt den ganz drin tun, das muss weg. Wir sollten sonst da einen kleinen Schnitt machen. Weißt du wie? Oh, ist das Herz. Alright. So. Und da rein. Alright. Gut, drin. Ah, drin. Wie die Haie. Bam! Machen wir auch das zu. Das ist eigentlich einfach, ausser die meisten tollpatsch, so wie ich. Dann, das war's. Machen wir einen kleinen Test. Ah, es leuchtet eigentlich. Seht ihr etwas? Es leuchtet, das bedeutet, dass es kann noch gut sein. Kann man da reinstopfen? Alright. Perfekt. Und nachher einfach den USB-Kabel dort rein tun. Genau. Ich glaube, unsere nächste Challenge. Das sagt, ja. Nein. Nein. Es kommt nicht an.
Wir müssen es dünner machen. Da. Wir müssen einen dünneren Rand machen. Wir haben herausgefunden, wie man es am besten kann kleiner, dünner machen. Ohne dass alles kaputt geht. Nein, ich glaube, es geht. Und drin ist es. Okay. Haben wir genug mit dem. Echte Qualitätsarbeit. So, wir haben endlich mal das Kabel da unten durchgezogen. Da rein. Perfekt. Die ist drin. Super. Machen wir einen kleinen Test. Bam. Es ladet. Tun wir alles wieder richtig zumachen und dann ist das da dran. Die Schlüssel da und da. Nachher nicht rein tun. Super. Jetzt tun wir das schön versorgen. Wir können es da rein durch, unten durch. Und das Teil würde da hinkommen. Die sind gut verpackt, oder? Weißt du wie? Oder ich bin zu dumm zum Auspacken. Tada! Oh, das ist sogar die elegante Variante. Mit seinen metalligen Teilen. Es sieht besser aus als meine. Aha, eben, es nützt nicht. Ja, wir müssen es schon noch richtig. Halt mit Kabelbinder, ist das okay für dich? Ja, das ist schon okay, aber geht es so mit dem Schlüssel noch? Schlüssel? Ja, völlig. Ich denke, ist noch echt gut. Aha. I see. Noch ein bisschen zurück. Obwohl, deine ist ein bisschen kleiner. Aber nur das Telefon. Ja, es wird kein Problem sein. Und sowieso, du würdest es so ein bisschen da vorne bringen. Ja, ich glaube, es ist gut. Holen wir Kabelbinder. Wir müssten vielleicht da noch einen... Keine Ahnung. Weißt du, die im Ikea kaufst für die Möbel, um es nicht zu kratzen? Ja. So einen gummigen, vielleicht da drauf. Und dann hätten wir das schon. Den kannst du nachher da hinten drauf verstecken, wenn es nicht benutzt ist. Und wenn du es gerade benutzen willst. Einfach so. Das hebt schon, gell? Der Kabel vielleicht hätte nicht schwarz kaufen, gell? Nachher die dann noch wegnehmen. Dann! Und wenn du willst, kannst du es auch drehen. Das Gute an dem Seich ist, es zittert mit. Ja. Wenn du fährst, zittert es mit. Wenn es zu stark gebunden ist, kannst du den Nattel kaputt machen oder das Navi, was auch immer. Also es muss schon ein bisschen mitzittern können. Aber ich habe... Wie lange habe ich mein Teil schon? Den ich dort drauf habe ich schon über ein Jahr, über 2 Jahre. Und bis jetzt ist nichts passiert. Es hat Spass gemacht, auf jeden Fall. Das eigentlich. Ich werde schauen, wenn es etwas Ähnliches gibt, tutorialmäßig, würde ich auch immer wieder so etwas machen. Mir hat es mega Spass gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch etwas davon gelernt. Und man sieht sich, gell?